Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir in F1 2016. Und zwar habe ich mal etwas Neues geplant oder eine neue Idee gehabt, wo wir auch erst gestern im Stream besprochen haben. Ich hocke hier mega tief, merke ich gerade in der Cam, aber ist jetzt auch egal. Und zwar habe ich vor, eine Karriere zu machen durch jedes F1-Game durch, wo es möglich ist. Also beziehungsweise, es hat ja vorher schon F1 2015 gegeben, da kann man aber nicht einen eigenen Fahrer erstellen und eine Karriere machen, sondern man muss mit einem bestehenden Fahrer eine Karriere machen. Jetzt mache ich es aber so, wir starten beim F1 2016, weil das ist das möglichste erste Mal. Und dann gehen wir einfach Saison für Saison gehen wir immer ein Game weiter. Also wir starten jetzt hier im 16, machen eine Saison und dann nachher gehen wir im 17 weiter und machen dort eine weitere Saison. Das Ganze muss ich sogar auf der Playstation aufnehmen, weil ich früher die F1-Games auf der PS gegamet habe und nicht auf dem PC. Also ist aber am 21 werden wir dann nachher auf dem PC sein. Der Rest wird alles jetzt auf der PS aufgenommen. Ich bin gespannt, wie es wird, vor allem wegen der FPS-Zahl. Ich glaube, das wird mich am meisten aufregen. Nicht mal, dass ich es auf der PS muss aufnehmen muss. Und ich bin gespannt. Also F1 2016, wie ihr seht, da sind noch ein bisschen andere Autos. Die sind ein bisschen kleiner gewesen als die heutigen Autos. Auch noch ohne Halo. Das ist ja erst 2018 reingekommen. Also ich bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich auch mal auf das Let's Play über mehrere Saison, über mehrere Games hin. Ich glaube, das ist wirklich eine coole Idee. Und ja, wir legen gerade los. Wir gehen in die Karriere rein. Ich habe noch nichts gemacht. Wir machen einfach sicher mal Benutzer definiert. Wir nennen schwer mal. Und jetzt müssen wir einen Avatar, also einen Skin auswählen. Das sind immer die gleichen Köpfe. Das ist krass. Seit 2016 sind es immer die gleichen Skins, die man haben kann. Den gibt es im 22 noch. Den gibt es auch noch. Ich glaube, das ist ja der, den ich immer nehme. Ich nehme jetzt einfach den. Helmtechnisch, glaube ich, können wir aber die Farbe nicht verändern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme jetzt einfach mal den Helm. Ah, mal, schau, es geht sogar. Okay. Da habe ich nicht gewusst, kein Detail. Was passiert, wenn ich jetzt da ändere? Für irgendwie gar nichts. Ah, das ist einfach nur das Rote, das es ein bisschen ändern. Ist das Weiße? Ja, das wird ich schwarz machen. So. Also, spielt ja nicht so eine Rolle, der Helm hier. Von der Lage her nehmen wir da natürlich Schweiz. Wo haben wir da? Schweiz, da. Schweizer. Und Fahrernummer da kann ich noch 16 nehmen. 16 ist eigentlich meine Zahl. Nachher ist der Leclerc in Formel 1 gekommen, da konnte ich es immer nehmen. Danke Leclerc. Und Kürzel, da nehmen wir einfach Kassa. Perfekt. Gut. Dann ist das eigentlich soweit schon alles. Habe ich etwas vergessen? Ah, Namen muss ich noch eingeben. Oh Gott, ey. Muss ich da den vollen Namen eingeben, oder? Ah, jetzt Nachnamen. Okay, gut. So. Gut, also Teamauswahl. Jetzt, wir können hier eigentlich auch freies Team auswählen. Ich muss eigentlich wirklich Cam umstellen, das ist ein bisschen mühsam, dass es so weit oben ist. Wir können auch das Team wählen und ich möchte jetzt natürlich nicht gerade Vollgas trainieren gehen mit einem Top-Team oder so. Es war das erste Jahr, wo Haas dabei war. Die haben 2016 haben sie ihr Debüt gehabt. Williams war dazu noch top gewesen. Also ja, Top-Team-mäßig und so. Unterwegs sind sie wirklich stark gewesen. Und natürlich hat Mercedes, Ferrari, Red Bull. Aber ja. Ich weiß jetzt, soll ich sauber nehmen? Soll ich sauber nehmen? Oder Renault? Das ist Monisha Kaltenborn. Ja, komm, wir nehmen sauber wegen Schweiz. Nennt man nicht sauber. Also, Teamkollegen nehmen wir den Ericsson, den Nasser ersetzen. Und jetzt können wir hier die Sachen einstellen. Wir machen ein kurzes Qualifying. Renndistanz machen wir einfach 25%, so wie immer. Training mache ich. Aber nimm es wieder nicht auf, wie immer. Ihr kennt ja das Ganze, das machen wir genau gleich. Fahrhilfe, Aktionskontrolle ausschalten lassen. ABS tue ich jetzt mal rein, weil ich fahre eigentlich immer mit ABS. Dynamische Linie lasse ich jetzt mal draussen. Der Rest ist eigentlich Boxenstopp-Assistent. Also, ja,
Mal ausschalten. Keine Ahnung, was das ist. Sehe ich dann. Eben KI schwer rückblenden lassen wir mal drin, einfach fürs Training. Brauche ich aber nicht wieder im Rennen. Kennen Sie ja, pack für mich Regeln drin. Autoschaden komplett. Simulation lassen wir einfach auf komplett. Das wird wahrscheinlich Standard sein. Safety Car drin. Einfach regulär verschneiden. Einführungsrunde. Hat es dort auch schon gegeben, aber man kann nicht in die Boxen reinfahren. Darum nehmen sie raus. Das spielt nicht so eine Rolle. Und Schaltgetriebe, das ist gut. Wetter, Tageszeit ist immer dynamisch. Hoffen wir einfach, dass es regnet nicht so oft. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, let's go. Wird das schon alles noch ein bisschen anders gewesen, das weiß ich nicht genau. Ah ja, das ist dann mit dem Laptop noch und... Hello there. Ah, unsere Managerin, die uns immer anfeilt, wenn wir Scheiße fahren. Hi, ich bin Emma Jenkins, Hi. Spezialistin für Vertragsrecht. Und ich wurde gebeten, als deine Agentin zu arbeiten. Hi! Ich werde versuchen, dir die besten Deals beim Vorstand zu holen, weshalb du dort draußen auf der Strecke aber auch dein Bestes geben solltest. Sobald du neue Vertragsangebote erhältst, sowohl von neuen Teams als auch nur eine Änderung des bestehenden Angebots, bin ich die Ansprechpartnerin. Außerdem halte ich dich auf Ach dem Gott, die Laufenden Musik für im Hintergrund. Diskussionen hinter den Kulissen. Die hat mich immer triggert früher, jetzt triggert sie mich gerade wieder. Wenn ein Vertragsangebot Ach, die labert aber auch wieder Ewigkeiten. Deals und du kannst entscheiden. Ich vermute, das ist okay für dich. Nein, ist nicht. Viel Glück in dieser Saison und bis später. Die ist, die wirkt richtig unsympathisch. So, guten Tag Dominik, willkommen bei Sauber F1 Team. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Also, wir sind Fahrer 2 und ja, das ist einfach nur so infozeugmäßig. Gut, so da. Also, okay, es ruckelt schon richtig geil. Ja, ich hoffe richtig, also, dass ich klarkomme mit den FPS, ich sag's euch. Ich glaube, das wird so der grösste Struggle werden, wirklich. So, wir sind in Melbourne. Das ist das erste Rennen. Und ja, Rival, das hat es auch bis auch gegeben, alles, das muss ich ja nicht groß erklären. Wir haben auch Medium Soft, Super Soft und ja, ich würde sagen, wir legen eigentlich gerade los. Wir gehen mal ins erste Training rein. Also, das nehme ich ja wieder nicht auf. Wir sehen uns dann einfach wieder im Qualifying und dann nachher gerade anschließend im Rennen. Dann würde ich mal sagen, ja, legen wir los. Es gibt zwar auch gesehen, gerade Ressourcenpunkte, aber ich weiß gar nicht, ob man ein Auto entwickeln kann. Sehen wir dann alles. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist so Ewigkeiten her, als ich das erste Mal das Game gespielt habe. Darum ich bin selber gespannt, was jetzt da alles passieren wird. Aber wir legen los. Let's go! So, wir sind noch nicht ganz im Qualifying. Wir sind hier in der F&Es. Also es gibt es auch schon. Ich habe das nicht mehr gewusst, dass es das noch gibt. Oder ja, ich habe es einfach gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie wir aber sehen, sind wir das schlechteste Team. Perfekt. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir upgraden können. Ich denke, was Sinn macht, ist wahrscheinlich so ein Chassis. Aber ich weiss nicht, haben wir das denn gerade instant? Ah, okay. Das geht einfach ein Weile. Okay, alles klar. Aber wir kriegen das. Ich weiss auch gar nicht, ob es fehlschlagen kann. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber da finde ich cool, da können wir noch upgraden. Und Chassis müssen wir definitiv machen, weil das Auto rutscht wie Hölle. Also Chassis und Aero. Das wird so das sein, was wir müssen updaten wahrscheinlich. Und dann nachher werden wir wahrscheinlich dann wieder ein bisschen schneller unterwegs sein. Aber es fühlt sich eigentlich, wie soll ich sagen, relativ gut an. Es ist schon ein bisschen eine rutschige Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es macht schon Spass. Und mal schauen, wo es uns so im Qualifying wird herverschlagen. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Das ist ja gut, da muss ich ja nie etwas sagen hier im Game. Also, wir sind in Melbourne und sind jetzt ja auch im Qualifying. Und ich muss jetzt schauen, ob es überhaupt trocken bleibt. Okay, es bleibt trocken das ganze Wochenende. Ist einfach ein bisschen bewölkt. Also, wir haben jetzt auch einen Rival bekommen, das ist der Ericsson, also der Teamkollege. Das war auch zu erwarten, dass er immer gerade Teamkollege dein erster Rival wird sein. Und ja, wir probieren mal jetzt eine gute Zeit rauszuholen. Und jetzt sehen wir dann auch, wie schnell das KI ist mit schwer und wie schnell das ich bin. Ich habe keine Ahnung. Let's go. Wir fahren gerade raus.
Jetzt gerade eine schnelle Runde. So, erste Lap. Ich habe schon ein paar Fehler gehabt. P4 vor dem Hülkenberg. Schon mal gut vor dem Renault. Nein, vor India sogar. Hülkenberg ist halt noch vor India gefahren. Also, was extrem auffällt, ist einfach, du musst sehr, sehr früh auf die Bremse gehen. Also, du kannst nicht wie in F1 21 oder auch im 22 extrem spät bremsen. Also, das ist wirklich, fühlt sich auch wie ein PKW-Bremse gefühlt. Aber wir gehen jetzt zurück in die Box, schauen mal, wo wir bleiben. Wir schauen jetzt mal. Also, wir sind auch viel schneller als Ericsson. Ich tue mal Zeit für Spuren lassen. Woo! Geiler Beat. Soll ich echt nochmal rausfahren? Nein, ich bleibe in der Box. Ich droppe jetzt wahrscheinlich eher auf P10 am Schluss. Aber das ist immer noch eine gute Position. Also KI auf schwer ist, glaube ich, gut. Nicht einmal P7 bleibe ich. Let's go! Was für ein Qualifying. Vielleicht muss ich auch KI ein bisschen aufnehmen noch. Weil wahrscheinlich muss ich KI auf Expert aufnehmen. Einfach ein Expert, hä? Es heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühlt. Und die 4 vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien, seit 1996. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Heute und für den Rest der Saison nimmt neben mir in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl Platz, der einzigartige Stefan Römer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben zum ersten Mal Gas. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zuallererst, Heiko, und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich Folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Um deine Frage zu beantworten. Natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben werden. Aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison und da willst du deinen neuen Teil natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. Exzellente Arbeit gestern. Wir waren im Qualifying besser als erwartet. Lass uns heute zur Höchstleistung auflaufen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Räikkönen, Daniel Ricciardo und Vettel. Ein Sauber, Bottas, Massa und Sergio Perez. Alonso, Hülkenberg, Jenson Button und Quert. Grosjean, Sainz Jr., Jolyon Palmer und Esteban Gutierrez. Magnussen und Wehrlein, Rio Hayanto und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, okay. Also, einerseits, ich habe jetzt das 6. Mal drin gelassen, ich will es dann wahrscheinlich das nächste Mal überspringen mit der Startaufstellung. Ich will schauen, wie es aussieht. Aber irgendwie sehen die meisten Gesichter so aus, als wären es irgendwie schwer krank. Das sieht so scheiße aus teilweise. Ja, also wir starten von P7. Einfach, ja, wahrscheinlich zu eine gute Position für uns, aber egal. Und eben, wir fahren jetzt 25%. Start auf den Softs. Was es Sinn macht, da hat es, glaube ich, ja, das war es auch schon so gewesen, dass man mit dem Reifen natürlich muss starten, wo man im Qualifying gefahren ist. Das gibt es ja heute nicht mehr. Da hat es noch gegeben. Wir nehmen den Sprit ein bisschen, aber da können wir ja noch switchen zwischen Fettgemisch und wie heisst es? Fett, normal und leicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Also da können wir auch noch hin und her wechseln, das geht ja auch nicht mehr. Das war so geil gewesen. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los auf ein gutes Rennen, auf ein sauberes Rennen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das wird sein. Wirklich nicht. Wir schauen jetzt mal, wie es wird. So.
Okay. Okay. Boah, wie kann man das so? Okay, Start komplett versaut. Mager heisst es genau mit dem Sprit. Aber das ist eigentlich so wie in jedem F1-Game, dass sie einfach am Rand durchdrücken kannst. So, also wir müssen ein bisschen Sprit sparen, wir sind aber hinter dem Palmer. Mal schauen, ob er uns ein bisschen Platz macht. Ja, es sieht gut aus. Oh! Und er spinnt uns. Okay. Danke, Palmer, für das. Die nennst, Palmer, die nennst. Besser gehst du wieder zu F1 TV moderieren. Ja, wir probieren aufzuholen, aber ich glaube, das können wir schon schaffen. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Das Auto fühlt sich eigentlich gut an. Es ist einfach nur ein bisschen schliffrig hier und da. Jetzt haben wir noch DRS bekommen. Aber wir sind schon wieder hinter dem Ericsson. Aber die bremsen hure früh ab. Aber das Auto unterstützt hart. Jetzt können wir vielleicht angreifen hier. Okay, Ericsson haben wir einmal. Oh, also machen wir schnell. Wir haben nicht mehr so guten Grip auf den Reifen, muss ich ehrlich sagen. Also das Bremsen ist ganz komisch da. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe voll auf der Bremse und auch von dieser Anzeige dort rechts unten ist es auch so, dass man eigentlich voll auf der Bremse steht, aber irgendwie fühlt sich nicht an wie eine richtige Bremse. Aber ich glaube, das liegt jetzt einfach mal an den Updates, die ich nicht habe. So, mit DRS jetzt da. Wir nähern uns dem Am Renault Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen vorbei. Reifen weiterfahren. Die zwei Männer sind auch am Fighten da. Hey, aber ich muss sagen, das Game macht echt Spaß. Ich fühle es gerade richtig. Aber KI ist ein bisschen schwach, glaube ich. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Uiuiui. Meine Reifen sind tot. Oh! Verbremst sich da der Arianto. Und das Auto ist eigentlich recht gut kontrollierbar mit also ohne Traktionskontrolle. Ich bin echt überrascht. Und man kann Curbs anfahren, ohne dass man sich gerade instant spinnt. Halleluja! Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,8 Sekunden. Okay, das waren die ersten der Pits gewesen.
Mal schauen, ob wir denen gerade das Leben ein bisschen schwer machen können. Oh mein Gott, wieso fährt der plötzlich so langsam? Hä? Oh, Vettel dived rein. Geil. Was ist Schluss? Jetzt geschossen hinten da, oder was? Safety Car? Ja, da musst du aber nicht etwas drücken, okay. Ja, ist ein bisschen weird gemacht. Nochmal, also ja, bis ich wieder da drinnen bin, wie was funktioniert. Das ist echt speziell. Fertig. Los jetzt. Wow, 2,8, nicht schlecht. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Ja, aber ich muss sagen, das macht nur Spaß, das Game. Ich weiß nicht wieso, ich fühle es gerade richtig. Mit diesen Autos. Ich bin jetzt zwar noch gespannt auf F1 2017. Weil das war mein Lieblings-F1 eigentlich immer. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,2 Sekunden. Und ja, die Autos am geilsten gefunden dazu mal. Okay, Gutierrez ist sehr, sehr langsam. Haltet mich gerade ein bisschen auf da. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ein paar Informationen zu Gutierrez. Er wird wieder schneller. Darum glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Geil. Also das Auto wird auch wieder schneller. Das ist ja cool gemacht. Der ist jetzt einfach hinter mir. Aber er ist ein bisschen weiter weg, um wahrscheinlich den Druck wieder auszuüben. Wir sind jetzt ja nur noch 2 Runden. Wir holen auf den Kwiat. Noch ein bisschen Wheelbangen hier. Wir haben nur noch Benzin. So, let's go, P15. Gut, von dort her, wo wir gestartet sind, ist ein schlechtes Resultat. Sich wirklich gut geschlagen. Aber wir Brillant sind dort gelandet, wo das Team erwartet hat. Also P17 hat ja eigentlich das Team wählen, wir sind P15 geworden. Der Toto, Also der wieder freut ein sich. fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Toto, ey. So gut. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger Mal schauen, wie und die der Siegerehe Konkurrenz aussieht. Strategie hat Das weiß ich den nämlich auch nicht Unterschied mehr. ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team Nico gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich Hülkenberg. gelobt werden. Der ist Schließlich enttäuscht. helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Mercedes, hä? Nicht schlecht. Schon krass. Also das ist 2016, ja? 16 und jetzt im 14 ist es einfach genau gleich gewesen, das weiss ich noch. Von 14 bis 21
haben sie immer die gleichen Siegesanimationen Sehen wir uns an, wie die meistens Fahrerwertung gehabt. Haben nach sie vielleicht dieser 2-3 Runde Sachen der ein bisschen geändert, Weltmeisterschaft aussieht. aber sonst ist es immer Lewis gleich. Hamilton übernimmt nach diesem So, ausgezeichneten also ich muss Ergebnis glaub's die Führung Moderatoren in der ausschalten, die WM. labern nur einfach zu viel Stefan, drin. wer war dein Fahrer des Tages? Nach einem solchen Rennen kann Also, das wir nur sind auf Nico P15. Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Okay, Nico Leistung Hülkenberg, kann er Fahrer sehr des zufrieden Tages. sein. Okay. Und so sieht es Also in der P15 sind wir geworden und Konstrukteurtitel sind wir natürlich noch P8, da hat sich nicht viel geändert. Aber ja, ich glaube, für das erste Rennen war es eigentlich relativ gut gewesen und ich glaube, es haben wir auch weiterentwickelt oder viele Entwicklungen gemacht, dann kommt das auch gut. Aber wir haben es geschafft, wir haben jetzt das erste Rennen hinter uns und wir sind relativ gut gewesen und weiterentwickeln können wir nicht, das müssen wir dann im nächsten Grand Prix machen. Aber ich würde sagen, wir beenden mal die Folge hier beenden und gehen dann das nächste Mal nach Bahrain. Ist es dann, da bin ich gespannt, wie schnell dass wir dort werden sein, weil Bahrain ist eben eine Strecke, wo man ein bisschen besser liegt. Ja, aber das soll es von dieser ersten Episode von F1 2016. Falls euch die Idee gefällt, eben wie gesagt, dass wir jedes Game durchgehen und eine Season machen mit unserem Fahrer, also dann halt wirklich so mit Fahrerwechsel alles drum und dran. Dann könnt doch gerne den Kanal abonnieren, dass ihr dann benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video wieder online ist. Und könnt auch gerne das Video bewerten, falls euch das Video gefallen hat und auch gerne das Video teilen, was ihr denkt. Das könnte einem Kollegen, Kollegin, wer auch immer auch gefallen, was ich hier mache. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen über die Unterstützung und dann würde ich sagen, würden wir uns wieder in Bahrain sehen und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!